bisschen, beeil dich ein bisschen. Ja, ich komm ja eh schon. Die Gäste werden gleich kommen. Aber Vater, wir haben ja noch über eine Stunde Zeit. Aber es ist besser, wenn wir mit der Arbeit fertig sind. Vater, bei uns ist man nie mit der Arbeit fertig, weil, wenn wir da alles gekriegt haben, dann kommt sicher schon wieder die Mutter und schreit: Liesl, komm Erdäpfel schön, oder irgend sowas Ähnliches. Du kennst sie ja eh. Ja, du hast schon recht. Die Mutter schaut schon, dass wir zwar immer genug Arbeit haben. Das stimmt. Aber der Spruch, Arbeit macht das Leben süß, das sollst du dir merken. Aber Vater, so viel Süßigkeit will ich gar nicht haben. Aber so ein süßes Busserl von meinem Schatz. Ah, ja, das hätte ich schon gern. Was, Herrita? Ja, Kind, du bist doch viel zu jung, um einen Schatz zu haben. Aber Vater, ich bin doch kein Kind mehr. Und weißt, mein Schatz, das ist ja so ein lieber Bursch. Ach, und ich hab ihn ja so viel gern. Wenn das die Mutter hört, dann gibt's ein Theater. Sie wird dir die Dummheiten schon austreiben. Aber Vater, du bist doch auch einmal jung gewesen und deine Mutter hat auch nichts wissen dürfen, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Was hast du gesagt? Aber Vater, du warst ja auch einmal jung und hast dich heimlich mit deinem Schatz getroffen und deine Mutter hat nichts wissen dürfen und ihr hat das so gut gefallen. Du weißt? Das war schon so lang her. Da kann ich mich nicht mehr. Schön war's schon einmal, gell? Weißt, Vater. Und mir gefällt halt das auch so gut, wenn mich mein Schatz besuchen kommt. Schatz, Schatz. Immer höre ich nur Schatz. Na, wer ist denn dann dein Schatz? Ja, Vater, dir sag ich schon, wer mein Schatz ist. Aber bitte, bitte verrat mich nicht bei der Mutter, weil die hat ja für solche Sachen überhaupt kein Verständnis. Na, so sag schon. Also, mein Schatz ist der Aushilfslehrer Johannes Schubert. Der? Ja, Vater. Der Schubert? Naja, ganz ein fescher Bursch. Gebildet. Ein bisschen langsam. Aber sonst nicht blöd. Und ihr habt euch gern? Und wir, Vater, und wir. Gell, dir gefällt er ja auch. Ja, mir braucht er doch nicht. Erst damit schauen wir, dass wir fertig werden. Die Mutter wird gleich kommen. Mit euch zu, das gibt's ja gleich gar nicht erst. Seid ihr immer noch nicht fertig mit der ein bisschen Arbeit? Siehst denn du nicht, wie besonders schön wir das gemacht haben? Das heißt doch besonders schön. Bei uns, in unserem Wirtshaus, da muss immer alles besonders schön sein. Und du, Liesl, du schau jetzt, dass du reinkommst in die Kugel, weil da sind noch ein Haufen Erdäpfel zum Schönen. Aber schlaf mir dabei ja nicht ein, Kind. Ist recht, Mutter. Na, Vater, was hab ich gesagt?
recht. Du hast recht. Ich habe recht. Was ist? Was hat sie gesagt? So red doch! Sie hat vorhin gemeint, Aha. dass sie sich auf das Erdäpfel schön so freut. Und ich hab schon gemeint, du, Hans, weil wir zwar da jetzt alleine sind, ich hätte sehr gern was mit dir besprochen. Es geht um unsere Liesel. Hat's was angestellt? Na, hoffentlich noch nicht. Aber ich meine halt, weil sie bald 18 Jahre alt wird, ist es schon langsam an der Zeit, dass wir ans Heiraten denken. Na, so schnell soll man nicht dran denken. Ja, bis es so weit ist, vergängen ja vielleicht noch ein paar Jahre. Aber ich habe mir gedacht, dass wir ihr halt schön langsam begreiflich machen, was es im Leben und in einer Ehe halt alles so gibt. Ich meine, ich habe mir gedacht, dass wir ja halt sagen, dass zu so einem Eheleben auch ein Mann dazugehört. Ein richtiger Mann, verstehst du nicht? Du brauchst das Richtige nicht zu betonen. Das ist ja gut. Und weil wir ja auch auf eine Nachkommenschaft immerhin ja auch hoffen, habe ich mir gedacht, es wird wohl am besten sein, mir so hier, dass es auf der Welt zweierlei Menschen gibt. Falls sie das halt noch nicht wissen sollten. Ja, das kannst du ja noch nicht wissen. Überhaupt, wenn sie in einem Gasthaus aufmachen. Ja, das meine ich halt auch. Ja, und das braucht sie ja noch gar nicht zu wissen, weil sie darf ja noch gar kein Gesposi anfangen mit vor der Hochzeit. Na, das tut sie ja bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Überhaupt, wo sie so naiv ist. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Naja, ich würde sagen, dann fangen wir halt in den nächsten Tagen mit dieser Aufklärung halt an. Und ich habe mir halt das so überlegt, ich habe mir gedacht, ich darf dir halt eher so diese weiblichen Sachen halt erklären und du halt die männlichen. Ja, umgekehrt, was man liebt. Ich rede doch nicht so schön. Ja. Schau, dass du zu deiner Arbeit kommst. Das Bier muss noch angeschlagen werden, weil Ich arbeite doch ständig. die ersten Gäste werden schon gleich kommen. Na dann ist gut, dann. Also nach diesem wichtigen Gespräch kann man nur einen Durst kriegen. Wenn du einen Durst kriegst, dann trink gefälligst ein Wasser. Ja, freilich. Ein Wirt wird ein Wasser. Höchstens ein Zwetschgenwasser. Ach, wenn sie doch herauskäme, ob ich warten soll. Ach, schade, schade. Ich glaube, die Sehnsucht zu finden. Aber ich werde in den Gastgarten eintreten. Grüß Gott, da wäre ich.
Alles leer. Oh, ich werde mich setzen und sehnsüchtig auf meine Elisabeth warten. Oh, wenn ich daran denke, dass ich dereinst einmal hier in diesem schönen Gasthof glücklich sein werde. Oh, es wäre zu schön. Ja, Elisabeth, wann kommst du? Ich habe mich also nicht getäuscht. Ich grüße Sie, Herr Johannes Schubert. Wie geht's? Wie steht's? Was macht das Herz? Danke, ganz gut. Ja, das Herz. Nachdem ich öfters das Bedürfnis habe, einige Tropfen Baldrian zu mir zu nehmen, dürfte sich dieses bewusste Klopfen in der Herzgegend in ein normales Schlagen verwandeln. Sehr schön, sehr gut. Aber wir schenken keinen Baldrian aus. Und denselben Viertelliterweise zu trinken, ist auch nicht das Gesündeste. Also darf ich Ihnen vielleicht ein Achterl Rot Spezial bringen? Aber Herr Wirt, ich bin ja nicht wegen des Durstes hierher gekommen. Nicht? Haben Sie vielleicht Sehnsucht gehabt? Oh, Sehnsucht! Aber woher wissen Sie? Aber Herr Schuberl, das sieht man doch von Weitem, wenn einer Sehnsucht hat. Nach meinem tiefgekühlten, eisgekühlten Doppelmalzbier. Aber Herr Wirt, da wo ich früher war, in Bröseldorf, da habe ich nie Doppelmalzbier getrunken. Sie waren in Bröseldorf? Ja. Da schau. Ich habe auch einen Bruder in Bröseldorf. Der war auch Lehrer. Oh, der war Lehrer. Jawohl. Mistwagen ab. Aber Herr Wirt, wie können Sie mich denn so zum Besten halten? Das dürfte meinem ohnehin sehr erregten Herzen nicht sehr zuträglich sein. Ja, das meine ich auch. Aber die Sehnsucht wird das alles wieder vertreiben. Meinen Sie, Herr Wirt? Ja, der Mensch soll immer fröhlich sein. Und ich bin ja auch immer so gut gelaunt. Wenn ich in Ihre Nähe komme und alleine die gute Luft, die man hier genießen kann, ist ganz vorzüglich. Und vor allem kostet sie nichts. Das ist ja das Wunderbare, das mich so freut. Und wenn erst ganz plötzlich meine Frau auftauchen will, ja, das wäre erst schön. da könnte ich mir schon etwas anderes vorstellen. Aber das trifft ja nicht zu. Sagen Sie das nicht, Herr Johannes Schuberl. Sie, ich kenne Ihr aufgeregtes Baldrianherz. Ich weiß Ihren Liebesschmerz zu würdigen. Drum kann ich Ihnen nur sagen, Sie, Fallmer, Sie sind ein patenter Bursch, fesch, schneidig und so schnell im Reden.
ich habe auch noch ganz andere Vorzüge. Ja, das wollte ich ja eben damit sagen. Also, Herr Schubberl, darf ich Ihnen vielleicht ein Glas Wein bringen? Bier? Nein, Most? danke, nein. Schnaps? Bringen Sie mir ein Glas, Rot Spezial. aber nicht doch, Herr Wirt, ein Glas, Milch? aber nein, ein Glas Wasser? richtig, frisches Brunnenwasser. Das erhält gesund und der Kopf bleibt klar. Na, bei Ihrem Kopf wird das Wasser auch nichts nützen. Also, ich gehe und ich werde warten Sie einstweilen. Ich schicke Ihnen jemand, der Ihnen bestimmt lieber ist. Lieber ist als ich. Also, bis bald. Bis bald, Herr Wirt. Oh, ein sympathischer Mensch, mein zukünftiger Schwiegervater. Aber wie wird sich die Mutter zu meiner Person äußern? Hoffentlich gut. Ich bin ja schließlich gut gebaut, habe eine vornehme Figur, ein aristokratisches Auftreten, aber leider, ich habe keinen Groschen Geld. Ja. Oh, Grüß Gott. oh. Oh, Elisabeth, wie ich mich freue. Ich hatte ja schon so große Sehnsucht. vielleicht nach dem Wasser? Nach dir natürlich, meine Liebe. Komm, setz dich zu mir. Nein, nein, das darf ich nicht. Die Mutter passt auf. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Oh ja. Die Mutter. Ich stelle fest, dass die Moral deiner Mutter auf sehr starke, massive Grundmauern aufgebaut ist. Und Elisabeth, um diese Mauern zum Einsturz zu bringen, bedarf es ganz besonders ausgeprägter geistiger sowie körperlicher Anstrengungen. Ach, Hans, du redest wie ein Professor. Ja, Elisabeth, ich wäre ja auch bald einer geworden, wenn mich meine besonderen geistigen Fähigkeiten nicht verlassen hätten. Aber ich verlasse dich nicht. Wir müssen nur die Mutter dazu bringen, dass sie unserer Verbindung mit freudigem Herzen zustimmt. Oh, Herzen, du hast das Stichwort gegeben. Ich spüre schon wieder dieses monotone Klopfen in der Herzgegend. Hast du Baldrian? Da, trink das Wasser, wenn dir schlecht ist. Oh, Elisabeth, es ist ja nur das Glücksgefühl, das mein Herz so rebellisch macht. Aber Elisabeth,
warum bist du gestern Abend zur vereinbarten Zeit nicht zur Scheune gekommen? Aber ich konnte doch nicht weggehen, weil unsere hintere Haustüre so knarrt. Ja, dann wäre es angebracht, dieselbige einzuölen. Ja, das werde ich gleich heute tun. Oh! Eva, wo kommst du heute Abend? Bestimmt. Aber vielleicht werden wir schon früher einen kleinen Spaziergang machen. Pass auf, Hans. Die Mutter steht sicher wieder hinter der Tür und schaut sich die Augen aus, ob etwas passiert. Du gehst jetzt fort, kommst aber in einer Viertelstunde wieder, weil dann wird sich etwas Großartiges ereignen. Oh, etwas Großartiges. Oh, wie ich mich freue auf diese Überraschung. Ich bin gespannt, mein Engel. Oh, was sage ich, Engel? Mein Erzengel. Elisabeth, ich muss dich küssen. Oh. Hans, meine Mutter, du weißt, was ich gesagt habe, aber ich gehe jetzt schnell. Ja, schau nur, dass du hineinkommst. Putz dich, mein Lieber. Und sieh. Was machen Sie denn da? So, Sie. Wer hat Ihnen erlaubt, meine Elisabeth zu küssen? Ha? Glaube, die Liebe ist schuld daran. Die Liebe. Wenn ich das schon her, steckt ja mir gleich die Gold in die Hände. Sagen Sie, wer hat Ihnen das eigentlich erlaubt? Oh, mein Herz hat mir geheimnisvoll zugeflüstert. Was denn? Ich soll zugreifen. Was? Greifen auch noch? Sie sind ja schon der Richtige. Sie mit Ihren geschwollenen Sprüchen. Herz, das können Sie bei Ihren Schulkindern anbringen, aber nicht bei mir. Verstanden? Tänzerle, geh du dich doch nicht so aufregen. Was? Da soll ich mich nicht aufregen? Und du stehst natürlich wieder einmal da, wie der Ochs verneint. Wer ist das Tor? Ich natürlich. Demnach werden Sie, Herr Wirt, Der Ochs. Ich habe das Gefühl, dass auf meine bescheidene Anwesenheit hier kein besonderer Wert gelegt werden dürfte. Daher werden Sie mir, geschätzte Wirtsleute, keine Tränen nachweinen, wenn ich mich verabschiede. Ich empfehle mich und sage nur noch auf Wiedersehen und goodbye. Na, hoffentlich nicht. Das fehlt uns gerade noch. Und was sagst du jetzt da dazu? Ja, was soll ich dazu sagen?
wenn sich zwei Herzen in Liebe gefunden haben, soll man nicht so hartherzig sein. Na, das darf nicht wahr sein. Jetzt fangst du auch noch mit den geschwollenen Sprüchen an. Du, Hans, ich sag dir nur das eine. Wenn wir jetzt nicht anfangen, das Kind aufzuklären, dann kommen wir alle zwar zu spät und das Malheur ist fertig. Was für ein Malheur. Was für ein Malheur. Begreifst du denn das nicht? Na was denn? Na, du begreifst es wirklich nicht. Lebst du am Mond? Sag schon was. Na, du begreifst es wirklich nicht. Bis du das kapierst, ist ja unser Kind vielleicht schon Großmutter. Ja, das meinst du? Ja, Ja, da muss man aufklären. ja, Aufklären unbedingt. kann nicht schaden. Ja. Fangen wir heute gleich an. Lisa, komm, aufgeklärt werden. Den musst du doch jetzt nicht so herumbrüllen, dass gleich ganz halber Bullendorf mithört. Aber ich weiß wirklich nicht, wie man sowas macht. Ich habe keine Ahnung. Na ja, das wird sich schon aus der Situation heraus. Hoffentlich. Dann rufen wir es nochmal, oder? Lisa, komm. Komm, Lisa, komm schon, Lisa. Ja, Vater, ich komm ja eh schon, bin ja schon da. Wenn die Mutter ruft, bist du da. Ja, ich bin schon da. Bitte. Lisa, Ja? in unserem Haus ist was passiert. Jetzt haben sie mich erwischt. Schau, Kind. Es ist nichts Schlimmes. Naja, wie man's nimmt. Schau, mein Kind. Ja? Ich muss dir jetzt was sagen. Bevor du ein ganz verdorbenes Madel wirst, ist es ja unsere Elternpflicht, dich vor den Gefahren der verruchten Männerwelt zu warnen. Das hast du gut gesagt. Drum, Liesel, Ja? kann ich dir nur das eine sagen. Ja? Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als was du glaubst. Ja, da hat der Vater jetzt auch einmal recht. Schau, Kind, und ja, schau, es gibt halt in so einem Menschenleben, gibt's halt manchmal so Augenblicke. Ja, wie es halt in einem Augenblick im Menschenleben gibt. Ich unterbrich mich halt nicht ständig. Schau, Liesel, ja, es ist für dich nämlich so wichtig, dass du weißt, wie dieser Verlauf des menschlichen Lebens halt so vor sich geht. Aber Mutter, das haben wir doch schon in der Schule gelernt. Dass die kleinen Kinder Ja, der Storch bringt. Da sitzt das, na sitzt das. Wie kann man ein unschuldiges Geschöpf mit so einem schweren Problem belasten? also Liesel, dass das nur weißt, mein Kind. Der Storch, der hat dich nicht gebraucht. Nein. Das ist aber schade. Aber warum bin ich denn dann überhaupt da? Oh weh. Naja, auf der Nudelsuppe wirst du auch nicht dahergeschwimmen sein. Was auch nicht. Ja, aber Mutter, was ist denn die
da bin. Die Ursache. Die Ursache. Nein, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Mann, das musst jetzt du übernehmen. Mir wird jetzt auf einmal so was. Aber Vater, was habt ihr denn? Was ist denn los? Also, komm, setz dich. Komm, setz dich, Herr Kind. Ja. Also, Lisa, du bist schon in dem Alter, wo sich manchmal das Untermieder das Herz bemerkbar macht. Ja, Vater, ja, da hast du recht. Gerade gestern habe ich so Herzklopfen gehabt, dass ich glaubt habe, jetzt springt's mir heraus. Und gell, das ist nicht gut, Vater. Siehst du, das ist das Helle. Und drum kann ich dir nur sagen, Ja? sei vorsichtig. Sei immer vorsichtig. Es dreht sich ja wegen der Kinder. Ja, ich hab ja keine Kinder. Na, das ist es ja. Du sollst ja welche haben. Aber nein, Entschuldigung. Du sollst natürlich keine haben. Na, das stimmt. Nein. Aber Vater, wenn ich welche haben will, Ist nicht still. Das hat ja noch Zeit. Darum kann ich dir nur sagen, ja, wenn du vielleicht, verstehst, einmal ein Bedürfnis hast. Vater, ich hab momentan kein Bedürfnis. Na, das weiß ich schon. Aber verstehst? Insofern, dass du verstehst. Nein, Verstehst du nicht? nein, aber Vater, sag einmal, wie kann ich denn ein Kind kriegen? Ich hab dir ja gesagt, das hat ja noch Zeit. Und jetzt, wenn du vielleicht doch einmal mit einem Mann zu Bild, ja, das heißt, das darfst du nicht, aber gesetzt im Fall, ja, schon, ich komm nicht weiter. Also, ich kann nur das eine sagen. Ja? Es gibt zwischen Himmel und Erde mehr Sachen, als du kennst. Und ich weiß,
eigenen Leib verspüren. Kennst du dich jetzt aus? Kennst du dich jetzt aus? Natürlich, Vater. So schön hast du mir alles erklärt. Und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Aber gell, Vater, die Liebe ist schon was Schönes. Naja, besonders wenn man erst 18 Jahre ist. Du, sei so gut, geh zur Mutter und schick mir's heraus. Ist recht. War das eine Fischerei? Bis man da ein Mädel aufgeklärt hat. Man muss ja so aufpassen, dass man nichts Falsches sagt. Aber mir macht dann das. Mir nicht zum Sagen. Aber gefreut tut's mich schon, dass mir das so gut gelungen ist. Naja, es ist schon besser, wenn er so eine hakliche Sache ein Mann in die Hand hat. So extreme Sachen bin ich immer schon ein Ass. Na, mein lieber Mann, wie ist er denn jetzt gegangen? Erzähl! Komm, setz dich Ja. her. Lass das. Was war denn jetzt? Erzähl! Alles ist gut gegangen. Ja. Alles ist gut gegangen. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Na, das ist Sie hat alles gut und angenehm und aufgenommen. Sie ist jetzt im Bild. Na, das hast du sehr gut gemacht, das wirklich war. Du hast dir das Wichtigste, hast dir eher gesagt, was deswegen die Kinder. Ja, versteht sie? Versteht sie? Jetzt, sie ist im Bilde. Und sie hat alles und ja, und sie war sehr dankbar, dass ich ihr das so in leicht verständlicher geschildert habe. Aha. Jetzt ist alles in Ordnung. So, na dann ist ja gut. Naja, sie tut mir ja so leid, weil gerade hat sie gesagt, sie hat ein wenig Kopfweh und muss sie niederlegen. Naja, es war ja kein Wunder, dass ihr diese Aufklärungen ein bisschen in den Kopf gestiegen sind. Bei so einem jungen Dirndl. Na, versteht sie, Herr. Und das Erste, das muss ja im Kopf gestiegen sein, wie ich ihr die verschiedenen Details expliziere. So was muss ja im Kopf stehen. Ja. Naja, vorsichtig muss man auch sein. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Gerade so viel, dass sie sich auskennt. Das hast du gut gemacht, mein Lieber. Du, ich hab dir jetzt drinnen einen guten Kaffee hergerichtet und einen Kugelhof. Da kannst du heute overschneiden, so viel du magst. Das ist aber schön von dir, dass du an mich denkst nach dieser schweren geistigen Arbeit.
jetzt in die Hand genommen hat mit der Aufklärung. Weil ich hätte ja das nicht zu Wege gebracht. Naja, Hauptsache ist, das Kind weiß jetzt, was es im richtigen Augenblick zu tun hat. Und wir brauchen keine Angst haben, dass sie was Falsches tut. Denn alles vertrage ich. Nur keine Liebschaft oder gar so ein geschlampertes Gspusi noch vor der Hochzeit. Nein, nein, so etwas gibt es in unserem Hause nicht. Ich selber war ja auch moralisch einwandfrei und süchtig bis zur Hochzeitsnacht. Und so verlange ich das auch von meiner Tochter. Das ist ja klar. Jetzt ist mir aber so ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. Aber aufpassen, das schadet nicht, das tue ich immer noch. Denn mein Grundsatz steht fest. Vor der Hochzeit gibt es nichts, aber schon rein gar nichts. Nachdem die befristete Zeit von einer Viertelstunde abgelaufen sein dürfte, kann ich auf Wunsch meiner Elisabeth hier erscheinen und sehnsüchtig auf sie warten. Oh, dieses Mädchen ist mein Alles. Oh, es kommt mir vor, als säße ich auf glühenden Kohlen. Hoffentlich verbrenne ich mich nicht. Oh. Hans! Hänschen, ich warte doch schon eine Weile da hinten. Oh! Elisabeth, bist du es wirklich? Und in diesem Kostüm, ja wie du aussiehst, ist denn ein Maskenball Aber nein, das muss nur so sein, weil sonst könnten wir keine Minute mehr ungestört miteinander reden. Aber so kennt mich die Mutter nicht. Oh, Mädchen, du bist eine ganz schlaue, auf welchen Gedanken du kommst. Oh, du bist eine gute Diplomatin. So, Hans, du setzt dich jetzt daher und ich setze mich mit dem Rücken zur Haustür. Wenn also die Mutter herauskommt, kann sie mich nicht erkennen und wir zwei können ungestört miteinander reden. Oh, Elisabeth, von dir kann ich noch viel lernen. Ja, aber der Lehrer bist eigentlich du. Richtig! Ja, ich stelle fest, dass dein Sinn für alles Gute und Schöne sehr ausgeprägt ist. Und nebenbei bemerke ich, dass das von deiner geschätzten Frau Mama auf so starke Grundmauern gestellte Gebäude ihrer sittlichen Moral erheblich zu wanken beginnt. Ach, Hans, lass es wanken. Von
Von mir aus kann es ganz zusammenstürzen. Oh, Elisabeth, dieses Geständnis aus deinem süßen Mündchen. Oh, es wird mich in das höchste Glücksgefühl versetzen. Meine Liebe zu dir, sie kennt keine Grenzen. Ach, Hans, immer möchte ich so deine Hand halten. Oh, bald wirst du etwas anderes halten. Was denn, Hans? Was denn? Hochzeit werden wir halten. Wir zwei. Sag, Hans, freust du dich auch schon so darauf? Auf was denn? Na, auf unsere Hochzeitsnacht. Oh! Oh, ich armer Erdenwurm! Dass ich so ein Juwel gefunden habe! Oh, wie glücklich ich bin! Elisabeth, die Nacht unserer Hochzeit wird dir so manches Geheimnis des menschlichen Lebens offenbaren. Denn kommt Zeit, kommt Rat. Ach, Hans, ob Hochzeit oder Heirat, das ist egal. Aber eines von beiden muss geschehen. Und zwar bald. Das gibt's ja nicht. Jetzt sitzt der Hungerleider immer noch da. Und was sitzt denn da für ein Mannsbild am Tisch? Das ist, Ja, ich weiß schon. Sie kommen wieder wegen unserer Elisabeth, aber da gibt es nichts, mein Lieber. Erstens liegt sie in ihrem Zimmer, weil sie Kopfweh hat, die Arme. Und zweitens brauchen Sie, Herr Schuberl, da gar nicht so herumzuschwanzeln, denn Sie kennen meine Grundsätze. Vor der Hochzeit gibt es nichts. Das schreiben Sie sich gefälligst hinter Ihre Ohrwascheln, Herr Schuberl. ich wollte ja nur... Ja. Was Sie wollen, das geht ja mich gar nichts an. Aber was will denn der Lump da? Das ist ein Holzknecht und der will nur einen Schnaps. Was will der? Einen Schnaps will der? Der sollte gefälligst dorthin gehen, wo er seinen Rausch hergekriegt hat. Überhaupt kann ich solche besoffenen Lackeln gar nicht anschauen. Aber wissen Sie was, Herr Lehrer? Damit Sie auch einmal für irgendwas gut sein, nehmen Sie ihn und bringen Sie ihn weg von da, den besoffenen Kerl, weil der verschandelt ja die ganze Umgebung. Aber der kann sich ja doch kaum auf den Beinen halten. Naja, nehmen Sie ihn, packen Sie ihn und weg mit ihm. Hopp, hopp, auf. Backen soll ich sie an ihm und Dann gehen Sie halt mit ihm, von mir aus auf dem Weg da. Vorwärts! Diese Richtung? da geht's doch zum Wald. Geh doch schon, das ist die Gelegenheit. Ja, 5 Minuten vor da ist ein Heistodel. Können Sie ihn dann hinlegen? Hinlegen? Nein,
zum Gebrauchen. Diesen Gefallen, Frau Wirtin, kann ich Ihnen sehr gerne erfüllen. Schöpfer. Schneller, schneller! Also so ein Hascherl. Täubchen, sagt der zu dem besoffenen Kerl. Naja, schau, wie der Besoffene jetzt einmal zum Rennen anfängt. Dass ihm der Hunger leider fast nicht hinterherkommt. Na, mir kann ja das vollkommen egal sein. Aber das eine, das gefreut mich aber wirklich, dass ich den Lehrer so anstandslos von da weggebracht habe. Wenigstens kann mir der nicht über meine Liesel kommen. Denn mein Grundsatz steht fest. Vor der Hochzeit gibt es nichts, aber schon rein gar nichts, denn ich habe meine Augen überall. Herzliches Dankeschön, dass Sie gekommen sind, für Ihre gute Laune, für Ihr Lachen und für Ihren Eintritt, weil der Eintritt geht an Schwester Marco und das Klatschen geht an uns. Bitte noch ein. In eigener Sache will ich etwas sagen, und zwar, wenn Sie eine Tochter um 18 Jahre haben, schicken Sie es zu mir. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich würde Sie ja gerne für morgen einladen, aber es ist alles schon verkauft. Dann kann ich Sie nicht einladen, oder können Sie nicht. Vielen Dank für alle, die geholfen haben und immer wieder helfen und die uns aushalten. Ihnen Ihre Nervosität, ich bin ja nicht nervös. Kommen Sie gut nach Hause. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr sein wird, ob wir die gleichen Stücke spielen können. Aber wir